Ich begrüße Sie zu den wöchentlichen Nachrichten aus dem Tibet TV-Studio hier in Kangi Dharamsala. Mein Name ist Gunga Sara mit einer weiteren Folge zu Tibet, Seiner Heiligkeit, dem 14. Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama über Mitgefühl als Antwort auf die heutige unruhige Welt. Der ehemalige politische Gefangene Ven Choedak verstirbt im Alter von 79 Jahren. Präsident der tibetischen Zentralverwaltung Dr. Lobsang und Bildungsministerin Dr. Pema Yangchen im Gespräch mit tibetischen Top-Schülern. Ausschuss der tibetischen Zentralverwaltung in Dharamsala wählt 2 zusätzliche Wahlkommissare. Tibet Büro London organisiert ein Webinar mit dem Thema Tibet und Hongkong, Fokus auf gebrochene Versprechen seitens China. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama, Präsident Dr. Lobsang und Sprecher des 16. Exilparlaments Pema kondolieren zum Tod des ehemaligen taiwanesischen Präsidenten Teng-Hui. Tibet TV veröffentlicht die 4. Episode als Teil der Initiative Thank You His Holiness der Dalai Lama 2020 mit dem Titel Wildflower, ein Dokumentarfilm von Gesangme. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama hielt letzten Mittwoch einen Vortrag über Mitgefühl, die Antwort auf die heutige unruhige Welt vor Studenten mehrerer indischer Bildungseinrichtungen, die die Belehrung seiner Heiligkeit in Bezug auf Mitgefühl und Hoffnung suchten. Seine Heiligkeit schlug vor, sich auf den Nalanda-Meister des 8. Jahrhunderts Shantidevas Rat zu verlassen, wenn eine Person mit bestimmten Problemen konfrontiert ist. In his writing, Bodhisattva Charya Avatara, he mentioned in it, when we face some problem, then we should analyze if that problem can overcome. Then you see, no use, no need worry. Work hard. If the situation no way to overcome, then no need worry. Just we can't avoid that. In ähnlicher Weise sprach seine Heiligkeit am Donnerstag vergangener Woche über Mitgefühl in der medizinischen Praxis mit der globalen Vereinigung von Ärzten indischer Herkunft und Yoga-Gelehrten. Seine Heiligkeit erklärte, dass die Menschheit in der Vergangenheit gelernt hat, auf die körperliche Hygiene zu achten, um die körperliche Gesundheit zu schützen. Um zu lernen, den Seelenfrieden zu bewahren, müssen die Prinzipien der emotionalen Hygiene übernommen werden. Ehemaliger politischer Gefangener Ven Choedak verstarb am 26. Juli im Delek-Spital in Dharamsala. Er wurde 1941 im Landkreis Triru in der Präfektur Nakchu in Osttibet geboren. Nach der chinesischen Besetzung Tibets nahm Ven Choedak 1968 an einer Massendemonstration im Landkreis Triru teil, bei der er verhaftet und für 12 Jahre Gefängnis verurteilt wurde. Ven Choedak wurde im September 1981 freigelassen, nachdem er in einem chinesischen Gefängnis einer harten Behandlung unterzogen worden war. Er lebte als buddhistischer Praktizierender, der sich für die Wiederbelebung und Erhaltung des tibetischen Buddhismus einsetzte und arbeitete unermüdlich daran, das Kloster in Triru und andere in Lhasa wieder zu beleben. Nachdem er 1996 ins Exil nach Indien geflohen war, widmete er seine Jahre buddhistischen Praktiken, bevor er dann letzten Sonntag im Alter von 79 Jahren verstarb. Gemäß dem Bildungsministerium der tibetischen Zentralverwaltung haben sich die Ergebnisse des 12. CBSE-Ausschusses 2020 sowohl qualitativ als auch quantitativ verbessert. 13 herausragende Studenten, die mit über 95% den historischen Rekord geschaffen haben, nahmen am Dienstag dieser Woche an einem Live-Gespräch mit dem Präsidenten Dr. Lobsang und der Bildungsministerin Dr. Pema teil, um über Karrieremöglichkeiten und das Leben im Allgemeinen zu diskutieren. When you go to cities, you will face that kind of mental stress and challenges. At that time, you should remember and you should be very proud of who you are. Okay, you studied in Tibetan schools, the teachers were good. You should always remember. Think about in your own family member, think about your brothers and sisters. Think about your parents, your grandparents or great-great-grandparents. And then compare them with the opportunities that you had.
the gift of education, the gift of schooling. Eine ähnliche virtuelle Interaktion fand letzten Donnerstag mit den Eltern der Kinder, der Bildungsministerin Dr. Pema Yangchen und Berufsberater Dongka Wangmo statt. Geshema Delegwangmo, Lehrerin des Nonnenklosters Domaling, und Sonam Gyaltse, ehemaliger tibetischer Parlamentarier und amtierender Seniorprofessor des College für höhere tibetische Studien, wurden von den Mitgliedern des Ständigen Ausschusses zum 324. Sitzung des 16. tibetischen Exilparlaments als zusätzliche Wahlkommissare der obersten Wahlkommission gewählt. In einem vom Tibet Büro in London organisierten Webinar diskutierten die Teilnehmer über die Situation in Tibet und Hongkong, nachdem China das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet hatte. Präsident der tibetischen Zentralverwaltung Dr. Lobsang erwähnte das 17-Punkte-Abkommen mit Tibet vom Jahr 1951, das verletzt wurde und alle Versprechen an die Tibeter seitens China abgelehnt wurden. Dr. Lobsang fügte hinzu, dass diese tragische Erfahrung Tibets nun auch von Hongkong getragen wird. Met with Zhou Enlai, met with Mao Zedong and other leaders, trying to persuade them to grant them the autonomy as promised. But it was pretty clear that the Chinese government intention was to deny the very autonomy that was promised. Der Abgeordnete Tom Tugendhat, Vorsitzender des Foreign Affairs Committee, erwähnte unter anderem, dass die Beziehung zwischen Großbritannien und China seit der Übernahme von Xi Jinping als Präsident erheblich schlechter geworden ist und führte als Beispiel den Huawei-Ausschluss der britischen Regierung an. And so I think it's a positive statement about the connection between Britain and the Chinese people, but I think it also recognizes the difficulty that we have with the communist government. Der Abgeordnete Tim Luton, Co-Vorsitzender der Altparteienfraktion für Tibet in Großbritannien, erwähnte Chinas Einfluss in den Sitzungssälen des Vereinten Königreichs und äußerte große Besorgnis über Chinas wachsenden Einfluss auf die Universitätsgelände durch Konfuzius-Institute. Abgeordneter Luton hatte im vergangenen Jahr im House of Commons das Gesetz über den gegenseitigen Zugang zu Tibet eingeführt. That I reintroduced a couple of weeks ago my Tibet reciprocal access bill, which looks like this. This is something which I actually brought into Parliament last year, initially, after Chris Law, the co-chair of the All-Party Tibet Group, and I travelled to Riga to the International Tibet Parliamentarians Conference, and we heard how this legislation had been brought in the United States. It was an extraordinary piece and a powerful piece of legislation. Die Tibet-Support-Gruppe in Portugal stellt Gesichtsmasken mit tibetischen Flaggen zum Kauf zur Verfügung. Alexandra Correira von der Tibet-Support-Gruppe und ihre Tochter sind auf die Idee gekommen, nachdem sie bei der jüngsten Tagung des EU-Rates die meisten europäischen Staats- und Regierungschefs in Gesichtsmasken mit ihren eigenen Nationalflaggen gesehen hatten. People all over the world were interested in a mask and wanted also to have it, so we started sending it all over. It was a huge success. We were really happy for it, and it made us realize that our impact, our contribution shifted from, a small scope to a much wider audience. With the proceedings from the mask, we plan on, investing in our own communication, in creating a proper website so that we can communicate in a better way to people, not only here in Portugal, but who knows, also abroad. And in that way also create liaisons with people and organizations all across the world. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama, Präsident Dr. Lobsang sowie der Sprecher des 16. Exilparlaments Pema kondolierten zum Tod des ehemaligen taiwanesischen Präsidenten Teng-Hui. Teng-Hui, der als Präsident Taiwans den Wandel von einer Insel im Griff der autoritären Herrschaft zu einer der lebendigsten und wohlhabendsten Demokratien Asiens anführte, verstarb letzten Donnerstag in Taipeh im Alter von 97 Jahren. Als Teil der Initiative der tibetischen Zentralverwaltung, das Jahr 2020 als Jahr der Dankbarkeit für seine Heiligkeit dem 14. Dalai Lama zu widmen, veröffentlichte Tibet TV jeden Samstag im Juli eine Reihe von Dokumentarfilmen. Episode 4 mit dem Titel Wildflower, produziert von Kisan Jingme, widmet sich einer mikrokosmischen Geschichte von jungen Tibetern im Tibetan Homeschool Missouri, die nach der illegalen Besetzung Tibets durch die Kommunistische Partei Chinas im Jahre 1959 ins Exil flohen, auf der Suche nach Freiheit und einer besseren Zukunft.
그래서 또 롭션 지역 고가로 싫어요만 가지는 또 나온 데나 심지어 저도 신뢰치 인데시도야 그 근데 기시 나온 데나비니야 그래도 도에나비니야 나온 데나 내가 주인데 지고라고 진 뒤지로 다 롭션 지역 뒤지도야 이게 알고 맞다는 So viel zur letzten Woche. Bis zum nächsten Mal und einen guten Start in die Woche.